Moin, sind Carolot, ich arbeite seit bald 6 Jahren am Europäischen Museum zu Schengen. Das Schengener BLDD betreibt. Und dazu gehört dann noch das Europe-Direktbüro. Das heißt, wenn die Leute fragen über die EU, da können sie bei uns kommen. Und andererseits sind wir auch ein Touristenbüro und natürlich dann das Europa-Museum, den dazu gehört. Mein Name ist Jérôme und ich bin 20 Jahre und ich studiere Droit in Frankreich zu Paris. Am ersten Jahr, ich komme an zweit, und ich habe mich hier angemeldet für an der Informationsstelle hier beim Schengener Museum zu arbeiten. Und ja, ich mache das seit einer Woche. Also so während der Woche kommen 100 oder 150 Leute pro Tag. An der Weekend können da auch gerne mal 250 Leute sein. Und es sind am ganzen Jahr 40.000 Leute, die bei uns kommen. Ja, natürlich ist Schengen ein weltweiter Begriff, weil wir haben sogar Leute, die aus China oder auch Amerika, Australien kommen, extra für mal hier zu Schengen gewirrscht zu sein, weil ja bekannten Aufkommen geschrieben gehen, das für 31 Jahre. Und oft ist das dann auch eine symbolische Idee, dass sie wollen unbedingt hier zu Schengen gewirrscht sind. Wir haben heute eine Scouting-Equipe invitiert für de Kanner bisssen Europa Minot ze bringen an das kann er auch verstehen, wat de Projekt Europa ass, weil dat für sie gerne auch mal ganz abstrakte Begriff ass. An der auch Lützeburg an dem Europa dran ass, an den verschiedenen Institutionen repräsentéiert das. An haut bringen wir eben de Kanner bis Minot mat engem Quiz an mat engem Rallye, wo sie können die einzelnen Monumente von Schengen besser kennenlernen und das auch verstehen, was das Projekt Europa bedeutet. Ich bin Noemi. Ich bin Charlotte. Ich bin Svenja. Und wir sind hier mit den Scouten für so Quizze über die EU und so und noch mehr zu erfahren. Also, ja. Also, das sind zwei Quiz schon, den ersten haben wir schon gemacht. Und dann haben wir schon eine Karte gemacht, wo wir konnten malen, was mit Europa zu tun hat. Und am Quiz sind Sachen von Europa dran, wie hier zum Beispiel den Eiffelturm. Also ein paar Sachen wussten sie, aber ein paar noch nicht. Wie zum Beispiel Guten Morgen, ob Griechisch oder Finnisch oder ob Slowakeisch. Das ist ein bisschen schwer wie dann andere Sprachen. Heute gehen wir also bei der Erfindung heuer Schengen Wiese von der EU. Und sonst gehen wir so gefragt, die Hauptstadt von Ländern. So, also zwei oder kann dir schon gut aus mit der EU? Am Anfang, also es geht. Ja? Ja. Also das Programm Europa für Kinder, die richtet sich hauptsächlich an Kinder von 8 bis 12 Jahren. Und das ist ein interaktives Programm über die EU. Also ein bisschen für die Kinder dann zu weisen, was das die EU überhaupt, für was das die Europäische Union gegründet ging, aber auch kulturelle Sachen, ein bisschen über die Sprachen in Europa, auch welche Handeln zu welchem Land gehören. Und so Fragen gehen dann da behandelt. Das ist auch ganz interaktiv, weil sie dann noch ein Foto Rallye machen, die feiert dann durch Schengen. Und die Idee ist auch, dass sie einerseits die Europäische Union kennenlernen, aber auch natürlich schon nur wissen, wenn sie heimgehen, was das Schengener Aufkommen ist dann überhaupt, für was sie mal gerade auf Schengen kommen und nicht irgendwie so einen Platz. Genau, also den Europäischen Museum, den ist alltag ab von 10 bis 18 Uhr. Da kann man sich dann an den Vitrinen angucken, wie das Schengener Aufkommen entstanden ist, wie es sich entwickelt wird, aber auch über die EU-Länder sind ganz viele Informationen, zum Beispiel Pass oder auch wie groß die verschiedenen Länder sind. Dann natürlich auch alles, was mit den Grenzen zu tun hat. Das wird alles da erklärt. Die Entrée ist auch gratis. Und sonst hat auch noch die verschiedenen europäischen Monumente, die in der Bause gucken kann, weil dort kommen selber ist ja beim Schöven geschrieben gehen, auf der Maria Street. Da sind dann auch Monumente, die eben da eine Signatur erinnern.